Net nëmmen zu Lützeburg méi weltweit sinn duerch den héige Strosseverkeier vill Ofgase vun den Autoen an der Luft, wo ënner enem Stickstoffoxid a vill Stöps dran ass, an deget vun uns permanent an onbewusst ageotemt. Resultat ons Otemwehr ginn irritéiert, an ons Lungekapazitéit gëtt eso limitéiert. Dofir huet de Mr. Science geschaut an de Bëch gemach, do hinner wo d'Luft nach mi frisch ass. Frischluft. Ja, Joseph, mir wat mësse dann do mat der Flasch? Schul mal ein Echantillon Luft. An fir wat schëtze da lo dei Wasser wäsch? Ja, méi fir Luft an die Flasch ze kreen, muss ich Wasser rausschëden. An Luft, die an der Flasch ist, brauche ich haut an engem Experiment. Ah, okay, an wat mësse da mat der Luft? Joseph? Ja, proper Luft wie die Heiten besteht zu 21% aus Sauerstoff und zu 70% aus Stickstoff und da bleibt noch 1% und das sind Edelgasen und bisschen CO2 und so. Das Einzige, was wir brauchen, ist der Sauerstoff. Den atmen wir an unsere Lungen geht an Blut über, an unseren Organen geht mit dem Zucker verbrannt und dann atmen wir CO2 aus, ein bisschen Wasser und natürlich der Rest Luft. Joseph, wat soll dat do? Mir gesinn dich doch gonnet mi so. Hallo? Ja, pardon. Hei am Bëch gëtt den CO2 direkterem vun de Beem a Pflanzen opgeholl, an déi ginnerem Sauerstoff auf. Eng perfekt Harmonie also, awer an enger Staat sinn net nëmme mir Mënschen die Sauerstoff verbrennen, méi och d'Autoen an Heizungen. An déi produzéieren on nach unsichtbar Gasen, an déi wëlte Joseph haut mat engem speziellen Apparat mossen. Okay, starte! Bei dieser Verbrennung, die bei hohen Temperaturen stattfindet, sind auch andere Gase, die entstehen, die zwar nicht gesagt, aber mein Apparat kann das messen. An das Stickoxider sind dabei diesem Auto relativ viel, weil das ist ein Dieselmotor und da entstehen bis zu 5-mal mehr Stickoxider wie bei einem Benzinsmotor. Okay, an wat ass dann lo mat dësen unsichtbare Gasen? Aber ja, die Stickstoffoxider, die so an die Luft kommen, die landen dann noch irgendwann an unseren Lungen. Und die sind aber giftig und das ist von den Gründen, für was immer mehr Leute und Asthma leiden. An all Staat sind d'Autoen den Hauptgrund fir d'Verschmutzung vun der Luft, an dofir gëtt Luftqualitéit permanent iwwerwacht. Wéi zum Beispiel hai Aldringen oder zu Boneweeg, wo de Joseph lo grad op den Dach klëmm fir ze kucken, wo d'Luft iwwer hat ugesaugt gëtt. Hei, Dach von diesem Häuschen gëtt d'Luft gemoos, déi mir anatmen. Das Geräte hier sind für die Stöps zu messen. Und die dorten Aussaugung sind für die anderen Gasen. Und die gehen hier innen drin analysiert. Und da gehen wir hier gucken. Kommt mit. Hier in diesem Raum könnt die Luft die wir angesaugt haben, und sie wird durch das Gerät geschickt. Hier geht als Stickstoffoxide gemessen. Und so wie ich das kann abschätzen, sind die Werte nicht schlecht für unseren Staat. Und hier wird ein Stöps angesaugt und direkt angewiesen. Die Werte gehen permanent kontrolliert und sobald ein Überschritt ist, wird Alarm geschlagen. Heit zu Boneweeg sind Luftwerte awer okay. Méi Aldringen sind Steckoxider an och de Stöps am Joresmëttelwert méi wie dubel so héich wéi vun Europa erlaubt, an dorunner Schuld ass hauptsächlich den Autosverkeier. Ja, aber Gott sei Dank bauen sich das Stickoxider auch mal der Zeit auf und auch die Stöps, die geht löser also in Lungen raustransportiert. Aber als Stadt muss an diesem Problem seriös schaffen, weil sonst will auf einmal keiner an der Stadt wohnen. Und die einzige Möglichkeit für die Sache in den Griff zu kriegen, ist für viel moderne öffentliche Verkehrsmittel anzusetzen, wie zum Beispiel den Tram oder den Velo. So, am Schluss mein Auto haut mal stehen, weil dann sind schließlich den Einzigen, die Kalorien verbrennt und das ohne Stöps und ohne Stickoxider. Bis an 2 Wochen. Tja, Mr. Science, da pass awer nächst Keier op, wo das ne Sto leis.